habe die Ehre, ich bin's, der Birger. Heute haben wir ein ganz kleines Special am Plan. Wir sind jetzt 100.000 gestrahlt und alle so. Erinnert sich noch einer an How to Birger? Nein? Verlinke ich euch rechts um. Für alle anderen, die seitdem auf Phase 2 warten, Respekt, beachtliches Sitzfleisch. Aber heute heißt es endlich How to Birger. 100k Spezial! Phase 2. Aufgehört haben wir Ende der 90er, bis ich so 13, 14 Jahre alt war. Und weiter die haben wir in Phase 2. Meine 2000er. Ein Jahrzehnt irgendwo zwischen Mode im Internet und dem ersten Smartphone. Fangen wir 2001 an. Wie schon erwähnt, war mir die Schule scheiß wurscht und weil ich bloß das Nötigste da habe, habe ich in der 9. Klasse erst einmal Ehrenrundendraht. Wegen Rechnungswesen, Chemie und Physik übrigens. Nicht weiter erwähnenswert, interessiert nämlich 5 Minuten später keine Sau mehr. Viel erwähnenswerter ist mein erstes großes Festival. Rock im Park, 1. bis 3. Juni 2001. Mit 14. Mann! Ich weiß nicht, was da wieder denkt worden ist, aber kann man mal machen. Schickt mir den ahnungslosen Hosenscheißer ins Festival mit 50.000 Leuten. Wird schon gut gehen. Ist er. War eine meiner geilsten Erfahrungen in meinem Leben. Sag ich euch, was ist. Ich war damals absoluter Limp Bizkit-Fanboy und werd fast ausgeflippt, wie es an dem Freitagabend so weit war. Ich glaube, dass ich in 2 Minuten noch nie so viele Fotos gemacht habe wie da, die alle beschissen waren. Aber egal. Außerdem habe ich da einen von meinen besten Freunden kennengelernt, der da bei uns dabei war, der auf der Nacht am Zeltplatz Gitarre auspackt hat und Nirvana gespielt hat. Solange bis der ganze Zeltplatz rundum voller Leute war, wo ich das dann ein paar Jahre später führt. Erkläre ich später näher. 2002. Mein Musikinteresse war geweckt und bis heute sind meine All-Time-Favorite-Bands Sachen wie Limp Bizkit, Korn, Nirvana, Machine Head, Chevelle, Alter Bridge und so weiter. Aber ich war eigentlich immer offen für alle Musikrichtungen. Allerdings war der Wechsel des Geschmacks zu dem Zeitpunkt dann ein bisschen heftig. Denn dann kam Agro Berlin, Sido, Cool Savage, Prinz, Porno Beat Fabrik, MOR, Ryman, Simon, Taktlos und so weiter. Deutsch Rap, Battle und Porno-Rap, um genau zu sein. Fragt's mich nicht warum, aber das war absolute Offenbarung. Ich hab nicht glauben können, dass jemand so eine Musik macht. Oh Gott, ich liebe es. Und ja, natürlich haben wir uns zusammen da und unsere erste super coolste, wir sind alle 16, aber brutale Gangster-Rap-Crew gegründet. Haben uns sagenhafte Namen gegeben wie KKC, Klöten Kommando Crew oder NBP, Nutten brauchen Pulle. Und es war so wundervoll. Special Greets an die damaligen Leute. Bowser, der mir ein wenig Russisch beigebracht hat. Blät. An Marci, der einzige, der wirklich Hochdeutsch geredet hat. Und an Dr. Libra, mit dem ich damals zu zweit angefangen habe und wir uns Dr. Libra und Chemotherapie genannt haben. Wir haben eine große Karriere vor uns gesehen. Aber das mit Abstand Beste an dem Ganzen waren unsere Tracks auf Hochdeutsch. Achtung Leute, festhalten, Top-Titel wird zum Beispiel der Kackstift Express. Achtung auf Gleis 3 ein, der Kackstift Express. Planmäßig Abfahrt 17.30 Uhr, nächster Halt Landau Isar. Der Tiere-Teilvisage stinkt und mieft der Schimmelkäse raus aus meiner Passage, sonst gibt's Pimmel in die Fresse. Ich wachs dich in den Lauf wie Pässe, denn ihr habt Schiss wie Bin Laden. Deine Crew sind alles Tutten und trefft dich nur zu Frauen aus. Nur zu Ranchen und zu Morden, denn das Style ist irgendwie Faden. Deine Crew sind alles Nutten und das erklärt, warum ich da bin. Oder nur größere Textmeisterleistungen wie zum Beispiel Wir ficken euch zu achten, wir sind alle schizophren. Hock, ich ficke Köpfe, bis sich jeder von euch freut. Deine Frau kennt mich als Gamer oder als ihr Sexspielzeug oder auch als Anuskugel, die sie gibt, wann sie es braucht. Es gibt Penis auf die Ohren, in den Mund und auf den Bauch. musikalische Meisterwerke wie Fotzenkastagnette und Analstufe Rot haben unser überdopes Gesamtbild dann wunderbar abgerundet. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Aber ich fasse das mal mit dem Wort zusammen: fabelhaft. Aber hey, ich mein, irgendwo muss man anfangen, und wo das 20 Jahre später hingeführt hat. Hey, mal am Bierglücken zum Himmel auf. Bei uns ist Corona, hallo, Bakterie, wie trinken wir's aus? Habe ich ehrlich gesagt auch nicht sehen können, aber irgendwann hat man halt einmal anfangen müssen. 2003, mein Realschulabschluss. Eigentlich nicht erwähnenswert, bis auf das, dass ich meine Abschlussprüfung aus Versehen mit heimgenommen habe. Tja, ganz blöd hergegangen. Achtung, zu kleine Geschichtsstunde. Es war Donnerstag, Deutschprüfung in der Dreifachturnhalle bei uns in Landau. Letzter Tag vor die Pfingstferien. Nach der Prüfung haben wir gewusst, fahren wir direkt mit dem Zug auf Rock im Park. Tja, Hirn überall, bloß nicht in der Prüfung, und am Schluss habe ich die Aufgabenbladel abgegeben und meine Prüfung in Schulranzen gesteckt und mit heimgenommen. Und nur, wirklich nur, weil ich so gut gelaunt war, habe ich mit meiner Mom über die Prüfung kurz daheim geredet. Wollte ihr die Aufgaben zeigen, 5 Minuten bevor es mit zum Bahnhof fährt, warum auch immer. Ich ziehe die Bladel raus und ich glaube, dass ich in der ersten Sekunde ein kleiner Leffi mit in die Hosen gegangen ist und merke, ich habe meine fucking Abschlussprüfung mit heimgenommen. Alter, dann habe ich umeinander telefoniert wie ein Depp. Im Sekretariat geht keiner hin. Nix. Und dann habe ich meine Deutschlehrerin angerufen. Daheim.
Alter, kann sich eigentlich irgendjemand vorstellen, was das für ein Assi-Moment war, wenn du deine Deutschlehrerin anrufen musst? Sie dann ganz cremig, Alter, chill mal, das wirfst du mir im Briefkasten. Ich nur so, you fucking serious? Passt, hingefahren im Briefkasten geworfen und hab tatsächlich einen Dreier gekriegt. Liebe Deutschlehrerin von damals, merci Brudi, küss deine Bandscheibe. Auf alle Fälle sind wir dann mit dem Zug auf Rock im Park, haben bei der Ankunft festgestellt, dass wir zwar unser Zelt dabei haben, aber bei der Frage, hast du Zeltstangen dabei? Leider die Antwort, was für Zeltstangen, Alter, gekommen ist und wir 4 Tage einfach auf der offenen Verkehrsinsel pennt haben. Egal, war geil. 2004, yay, endlich 18. Was scheißegal war, weil irgendwie vorher schon alles da habe und kein Sau interessiert hat, wie alt man ist. Wie oft ich mich, bevor ich 18 war, mit einer Aufsichtsbescheinigung in Alcatraz Hip-Hop-Keller geschmuggelt hab, mag ich gar nicht wissen. Grüße gingen an DJ Spliff. Weiß ich nicht, ob er sich da noch dran erinnert. Nach dem Abschluss bin ich erst einmal auf Landshut in die Informatikschule, wo ich nach 3 Monaten wieder gegangen bin, weil ich Kotzen gekriegt hab mit C+ und dem ganzen Druckern Programmierscheißdreck. 2005, yay, endlich Führerschein. Ja, ein Jahr zu spät. Mir hat meine damalige Freundin so freiwillig umeinander gefahren und irgendwie habe ich kein Auto nicht gebraucht. Danke, Nina. Außerdem habe ich da meine Ausbildung zum Mediengestalter angefangen, was um Welten angenehmer war als der reine Programmiermist. Websites basteln und so weiter. In dem Jahr ist auch World of Warcraft gekommen und heiliger Schissel, ich hab nicht gewusst, dass man so lange ohne Tageslicht aushalten kann. Aber hey, es geht. WoW spiele ich bis heute, wobei es irgendwie mit jedem Meter noch ein bisschen weniger wird, weil es einfach über dasselbe Mist ist und Good Old Blizzard von damals schon lang nicht mehr existiert. Do you guys not have phones? Yeah. 2006, Weltmeisterschaft. Ich habe ja erwähnt, dass ich als Kind aber im Verein war. Aber die WM hat uns allesamt so geflasht, dass wir die grandiose Idee gehabt haben, hey Alter, spielen wir wieder. Gehen wir zum schlechtesten Verein im Umkreis. Das ist ja alles wurscht. Und bis heute bin ich Mitglied beim SV Ganaker, zahle im Jahr 20 Euro für die Mitgliedschaft, war aber seit 14 Jahren in keinem Training. Nice. Außerdem habe ich am 5. August 2006 meinen YouTube-Account erstellt. Aber natürlich keinen Scheiß Ahnung gehabt, was da noch abgeht irgendwann. 2007, mein erstes YouTube-Video. Es war göttlich. Eine Auflösung, als hätte es mit dem Toaster gefilmt, aber egal. Enjoy. Und um meine Frage zu beantworten, kannst du das heute noch? Nope. 2008, mein erstes virales Video. Obwohl es den Begriff viral nur lange gar nicht gegeben hat, Bavarian Reservoir Dogs. Ein Meisterwerk. Ich meine, er ist auch wegen Dicken, aber du bist speckiger Furzen grob. Du kannst nicht hergehen, die Fetten zusammenfegeln. Willst du mir etwa wie ein Schmattel wegeln? Ich glaube, das hätte damals schon Potenzial gehabt, das Format, aber 2008 hat halt auch noch keiner das auch gewusst, was sie daraus machen lassen kann. Das hat ja noch mehr 8 Jahre gedauert, bis ich das gespannt. Aber ein bisschen stolz ist man natürlich schon auf das erste halbwegs ernst gemachte Video, das mehr wie 3 Likes gesehen haben. So ist es nicht. 2009! Das Jahr war sehr geprägt von Musikmachen. Wir haben eine Akustikband zusammengeworfen aus 3 Leuten, unter anderem mit dem Spezi, den ich vorher schon mal erwähnt habe. Und da sind hauptsächlich Nirvana und Seether Sachen covered worden. Das ganze Grafik findest du übrigens heute noch. Haben wir aber auch ein paar eigene Sachen gemacht, wie zum Beispiel das grandiose Emo-Mann-Lied. Sag ich glaub, ich bin ein Emo-Mann, wenn im Keller keine Sonne für dich scheinen kann. Wer nicht weiß, was ein Emo ist, das sind die heiligen Weeps, bloß dass sie sich nicht künstlich Arm und Haxen ritzen, sondern auf kindliche Tussis mit Mizi-Ohrwaschel wichsen. Ha, Hashtag Reimemonster. Und 2010. Da war jetzt nichts Spezielles in dem Sinn. Aber das ganze Jahrzehnt, Anfang Mitte meiner 20er, war meine extremste Sturm- und Drangzeit ever. Alter, da ist so viel gesoffen worden, so viel im Keller vorgeliert worden, da warten andere nicht gestorben. Danach sind wir ins MGM gefahren, gibt's halt nicht mehr, Press F fürs Peter Pan und hab da so viel Jagermeister gesoffen, bis ich sprichwörtlich gespült hab, wenn ich ihn heute bloß riech. Tja, die 2000er. Ich hab sicher einiges vergessen, aber zum einen hat das Video dann 2 Stunden dauern und ich sag's euch, wie es ist, in der Zeit ist so viel gesoffen worden. Das ist einfach nicht mehr was! Ich sag ja, merci fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war ein bisschen was Amüsantes oder Interessantes dabei. Phase 3 kommt dann, wenn, ja, keine Ahnung wann, Bierger liegt nicht. Wenn's dir taugt hat, lasst jetzt ein Like da, damit nichts passiert. Ich schleiche mich jetzt und leg meiner Deutschlehrerin ein Backel merci vor die Haustür. Haut euch eine, bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre.